Ella, Robin, Eli, will dir Podcast mal mir abholen? wahnsinnig gern. also ich brauch so schon keiner an ja, komm wir machen mal. Dat hei ass méi wie Sex. Mir schwatzen als Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Méi wie Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder op www.sexpodcast.lu. Jedes Episode ufängt nach ein klein Content Note. Mir schwätzen diese Episode über Konsens, an über grenzüberschreitend Verhalten, an auch über Sexualgewalt. Wenn die Themen für dich schwierig sind oder dich so gut triggern, da lausche das Episode von ich gif nicht lang. Hallo und herzlich willkommen an der Episode 167 vom Maybe Sex Podcast. Die würdet vielleicht schon hören, mir vielleicht wollen entweder Dalla oder den Eli in ein Kehr soen, worüber schätze mir heute. Wir schätzen heute über Konsens und eventuell Limite von den Modellen, die so rundherum schwammen, rundherum ist gerade. Und das ist immer von mehr Relevanz, gerade wenn wir zum Beispiel an Frankreich gucken, wo nur die Pellico-Prozesse, Gesetze rundherum Konsens und auch rundherum Vergewaltigung sollen reevaluiert und vielleicht neu gemacht gehen. Ja, was ist denn von Konsens? Wir schwätzen über Konsens am Beziehungs- und sexuellen Kontext. Lohnt nicht unbedingt den Konsens, den ich muss gehen, wenn ihn am Internet surft, wo ihn sich gar keine Wahl hat. Oder wenn ihn unbedingt für eine neue App benutzen, wo ihn muss Benutzerkonditionen akzeptieren, dann doch kein wirklicher Konsens ist, weil es geschworen hat. Mir geht wirklich um den Konsens, den wir als Menschen entscheiden können, wenn wir mit anderen Personen in Kontakt kommen. Und willst du noch erklären, was der Konsens ist? Ja, mir schmengen das ist gar nicht so einfach. Das müssen wir vielleicht auch keine Episode darüber abholen. Es sind ganz viele Leute, die einfach so ein Konsens gehen als ja so und so etwas. Mir schmengt das einfach nicht immer der Fall. Und ich meine, da gehen doch ganz viele verschiedene Modelle. Wie ging dir das beschreiben? Ich meine, ich gebe mal eine Geschichte von 4 Aufhängen oder bon, vielleicht nicht von 4. Ein Spruch, mit dem ich zumindest groß gesehen, den noch immer ganz hier rundherum spielt, denke ich, aus der berühmten No means no, nee heißt nee Spruch, den ganz lang großen Teil von der feministischen Bewegung war. Und gerade so eine von den großen, wirklich gesellschaftlichen Kampagnen für das an den Kopf zu kriegen. Das war so das, wo man euch als Konsens groß gesehen, aber wo ich aber mich auch von weiterentwickelt habe, weil das natürlich auch Limiten hat. Das ist ein guter Anfang, das war nicht so, dass das auch als nicht akzeptiert wird. Ich will gut sagen, dass das nicht so sein. Ich finde, das ist ein guter Anfang, aber das ist nicht genug, weil das von einer Situation ist, wo ich nicht so kann. Und das bringt dann noch die ganze Shitshow mit sich, dass dann tatsächlich ein Gerichter diskutiert wird, ob Leute da wirklich oft genug und hart genug und bestimmt genug nie gesagt hatten oder ob hier Minijup da nicht vielleicht aber ja gesagt wird. Und dafür aus das Konsensmodell hast du ein bisschen, ja, könnte ein bisschen zu kurz, obwohl du ein ganz guter Assumption road. Da war ja auch den immens verreckte Gerichtsprozess an Irland, wo enger Frau hier unerwasch am Gerichtssaal abgehalten gouf und dann gouf argumentiert, weil sie so unerwasch unhat, dass da am Anfang schon ein Jahr war und dass ihre Vergewaltiger dafür am Anfang, dass sie hier unerwasch schon als Jahr verstehen konnte. Manchmal bringt sie dann direkt bei einem anderen Modell, den dann irgendwann den Nähe Schnee wollte bis sie ergänzen, den aus an denen letzten Jahren auch ein bisschen mehr durch die Gegend geflohen, gerade auch manche Länder sie von einem Nähe Schnee legalen Modell auf den Ja heißt Ja, Yes means Yes Modell umgeklommen. Das heißt zum Beispiel im legalen Kader, dass Evaluierende nicht mehr müssen beweisen, dass sie hart genug Nähe so tun, mehr dass die Person, die sie akkusiert, am Anfang ihre Kamus machen, dass die andere Person ja gesagt hat. Ja, das fällt am Anfang darauf, dass sie nicht mehr das soll machen, dass sie soll frohe für Erlaubnis und auch nicht mehr soll damit durchgehen, wenn ihn auch den Ja von einer Person gekriegt hat. Was halten wir da von dem Konsensmodell? Ich fand dabei vielleicht schon mal immens wichtig, dass lo just ein wirkliches Ja auch als Ja gedeiht kann gehen, obwohl er dann in der Praktik auch nicht immer so ausgeseit. Ich fand doch mild, dass man vielleicht müsste
Entwicklung man wie man da kommen sehen. Ich fand doch spannend, Robin, wie du so dat recht mit dem Modell Verantwortung bei der Person als legal gesehen, die den Übergriff gemacht hat, an für die Grundverantwortung einfach bei der Person gelegt hat, die vielleicht gar nicht konnte, nie so und aus welchem Grund auch immer. Was ich bei beiden Modellen kompliziert fand, ist, dass sie immer noch etwas basieren, was den nicht gut nachweisen kann und was viel auf Verbalkommunikation beruht. Vielleicht auch auf Körperspruch, mir das ist schon viel mehr schwierig, für können zu beweisen, schon mal am Körper nie gewesen oder schon mal am Körper ja gewesen und da muss ich nur noch der andere Person oder den anderen Personen vertrauen, dass sie das deuten können und dass das auch ein Körperspruch ist, die kulturell gesehen Sinn mischt. Etwas anderes hat mir auch gefallen, ist, ich meine, es gibt immens viele Personen, die sich vielleicht nicht gegen trauen, nicht zu sagen, je nachdem, wen sie fried an wie oft an wie lang die andere Person insistiert. Und ich meine noch immens viele Personen, die vielleicht irgendwann gingen no gehen an ja so, obwohl nicht unbedingt hat, das was sie wirklich wollen. Das heißt, das Bait-Modelle haben schon so als Grundvoraussetzung, dass ihn als Person selber seine Grenzen erstens mal spüren kann und sie dann auch klar kommunizieren kann und damit auch richtig setzen kann. Und ich meine, wenn ich so gegen 100 oder 200 Leute auf der Straße holen und gegen gucken, wie gut die das am Alltag umsetzen können, dann sind manchmal ganz viele Leute dabei, die Schwierigkeiten da haben. Ich möchte zwar dann in Theorie so schön, okay, man im Modell an so ist das und das ist einfach und das kann ihn darüber müssen und dann ist wieder klar, aber ich meine, in der Praxis ist das gar nicht so einfach. Ja, und die sind auch immens eindimensional, gell? Entweder ist es ein volle Ja oder das ist ein volle Nee. Und in der Realität ist das ja oft viel mehr nuanciert. Also ich will heute an der Episode nicht allzu viele die legale Kader schwätzen, weil wir sind alle nicht JuristInnen. Natürlich mit denen wir schon also NurlauscherInnen auch manchmal schon so viel zu dienen. Auch von natürlich interessant wäre, wenn wir dann Jurist oder eine Juristin darüber zu diskutieren. Aber wir sind ja mehr zwischen dem Zwischenmenschlichen. Und du musst einfach viel mehr Kader für Nuance sehen. An aller Hinsicht. Und schon das sonst die Klore, ja, heißt ja, nee, heißt nee. Wo es sie gesagt, wie Edi schon so, du hast viel mehr Raum für die Situationen von, so dann von nee, mir die Person hat mich genervt, bis sie der Ja war. Mehr wo für Situationen, wo du siehst, ich weiß es nicht. Oder ich sehe viel, weil ich mich schon Angst. Oder, am Anfang, wenn du schon gerade sagst, mich will dir aber nur sehen. Also ich verspüre uns ja vielleicht, man kein mega Lust und will da auf die Chance gesprungen, aber ich will dir aber nur sehen. Und schon das geht an denen oft ganz verloren und ich fand, dass das auch die ganzen Diskussionen Nuance als für mich auch für was ich am Anfang nicht so Müll fand, dass es die Entwicklung gab. Also natürlich fand ich es auch ein bisschen befremdlich und eklig, dass man so ein hey, you know, 400 Jahre hat man nicht mal von Schnee geschwärzt. Da war es einfach den wifely duty, den ehefrauliche Pflicht für mit dem Mann Sex zu haben. Oder es war einfach komplett normal, für begrapscht zu gehen. Und das war einfach die allgemeine weibliche Erfahrung. Und da hat sich kein wirklich größer darum gekümmert. Und andererseits fand ich auch, dass er die Mann Sinn mischt an dem Kontext von Demos, wo ihn einfach zur Purity erzogen gauf, zur Abstinenz erzogen gauf, aber gleichzeitig sexuelle Übergriffe überall waren. Das hat dann eine immense Kultur von Schimmt auch kreiert. Und ich fand es, dass es Sinn macht, dass einfach, dass man die Diskussionen haben und dass man ja auch heute Tages, also wir sind auch immer an Diskussionen, es gibt keinen übergreifenden Konsens, was der beste Konsensmodell ist. Und ich fand, dass das ultra spannend und ultra interessant Reflexionen von einer Gesellschaft sind, die am Wandel ist, dass man die Diskussionen haben und schon am Anfang mega cool, dass man von einer Welt, an der Kämel sich nie gekümmert hat, zu einem Modell gegangen sind von Nee, Schnee, weil der riesige feministischen Erfolg war, zu einem Modell Ja, heißt ja, der zum Beispiel aus Spanien sogar am Gesetz verankert ist, zu Diskussionen von, okay, wir sind nicht alle guten homogen, wir sind nicht alle gut aus den selben kulturellen Backgrounds. Wir haben nicht alle gut dieselbe Böse. Wir haben nicht alle gut dieselbe Erfahrung von sexueller Lust und sexueller Attraktion. Und komm ich schwätzen darüber, wie das die Konversation verändert, wenn man nicht schüss mit weißen, cisgeschlechtlichen, neurotypischen Frauen und Männern schwätzen, mehr wenn wir dem ganzen Film in Raum gehen. Und das fand ich schon mega cool. Und ich fand, dass dadurch viele von den ganzen Konsensdiskussionen zu alternativen Modellen immens reflektiert ist, weil es einfach viel mehr Raum für Diversität, viel mehr Raum für
Komplexität gehen an Ambivalenz an. Das fand ich ziemlich schön, wie wann am Anfang viele Leute sich durch erkennte fanden, auch viel mehr wie an ja hecht ja oder nee hecht nee. Weil zumindest für mich war es immer mehr komplex wie das. Die hat allen zwei schon ein bisschen angeschwärzt, was den Robin Bauer auch an seinem Buch abgreift. Das Buch heißt Queer BDSM Intimacies. Und hier kritisiert am Anfang die liberalen Verständnisse von Konsens. Also hier nennt er so. Und das sind am Anfang die am meisten rundherum sind, an denen wir gewinnt sind. Die gehen davon aus, dass Konsens sozusagen ein einfach decidierter Kontrakt ist, zwischen zwei komplett autonomen Individuen, die auch komplett freie Willen haben, den gar nicht angegrenzt ist. Das supposiert dann am Anfang schon, dass wir immer wissen, was am besten für uns ist und dass wir das auch immer ausleben können. Und das stimmt ja schon mal nicht, weil wir machen nämlich nicht immer, was am besten für uns ist. Zum Beispiel gehen wir oft krank auf die Arbeit am Platz zu rasten, weil wir nicht wollen, an den Drogen rudern. Voilà, die liberale Vision von Konsens hält dann gar keine psychologischen Faktoren mit der Kauf und auch keine sozialen Mischstrukturen, die vielleicht noch mal am Spiel sind, wenn wir so Entscheidungen treffen. Wenn ich zum Beispiel ein mega krasse People-Pleaser bin, aber wenn es im Kapitalismus auf meine Arbeit angewiesen sind, für zu evaluieren, dann werde ich wahrscheinlich nicht nur mir gucken, aber all meine Aufgaben erfüllen, weil ich auch nicht wirklich das Schwur da habe. Ja, und ich fand das interessant, gerade wenn man zum Thema so Konsens, also Sexualität am Austausch für etwas, am Austausch für zum Beispiel Suchen von SexarbeiterInnen, fand ich das mega interessant, die ganze Diskussion von, also Konsens von einer Person absurd wird, die einer braucht. Ich finde auch keine ganz eindeutige Meinung, ich tendiere mehr ob Seite von den SexarbeiterInnen, zumindest denen SexarbeiterInnen, die nicht am Menschenhandel stehen. Und es sind auch keine Freunde von der ganzen liberalen Girlboss. Oh my God, Sexwork, yes, es gibt kein Problem an der Sexarbeit, gar nicht. Gleichzeitig ist es zum Beispiel eine Menge FreundInnen, die SexarbeiterInnen sind. So ein, ja, ich brauche halt suchen. Entweder ich gehe einer Arbeit noch, die mir gut keinen Bock möchte, wo ich den Mindestlohn kriege, oder ich mache halt Sexarbeit, was auch nicht unbedingt mein Traumberuf ist, aber so, ich habe mir das aber frei rausgesicht. Und am Kapitalismus geht es sowieso keine freie Schwur, weil wir müssen alle gut irgendwie jemand von daraus Suche verdienen und nicht alle von uns haben dieselbe Chancen für uns Traumeducation, für unseren Traumberuf zu haben. Und ich gehe lieber Sexarbeit machen, wie andere Sachen. Du fand ich es dann noch problematisch, wenn man an dem neoliberalen Dinge manche Leute hier Agency, also ihre freie Willen overkennen, und andere Leute nicht. Gerade wenn man so guckt, okay, gerade bei SexarbeiterInnen sehe ich oft Frauen nicht nehmen, mir so, oh, die wissen nicht, was sie machen, die Armen so. Gleichzeitig fand ich auch, dass Konsens komprimiert wird, wenn eine Person etwas hört, was die andere Person braucht. Und auf der anderen Seite hat alle Personen freie Willen und ich lebe nach freie Willen. Fand ich schwierige Diskussionen, die auch ehrlich gesagt nicht ein Konsensmodell fand, die so ganz sich mit Konsens aus Sexarbeit auseinandersetzt, weil es halt ein ultra multidimensional kompliziert Konversation ist. Den Robin Bauer hat auch einen Punkt, den vielleicht dazu gehören kennt, nämlich, dass es bei seiner Formulierung von Consent, und ich nenne das Critical Consent, geht es am Anfang darum, sich darüber bewusst zu sein, dass wir in einer Welt leben, wo als Schwulen eingeschränkt sind, und aber an denen unfreie Konditionen wir aber schwul machen können, dass wir aber eine gewisse Agency haben, wenn sie auch nicht komplett ist. Alla, wost du für die Runde von BDSM geschwart hast? Ich fand das ja auch von der vielleicht nicht, das ist, was die Majorität von den Personen am Alltag machen, obwohl ich der Meinung bin, dass die allermeisten Leute nicht an der sexuellen Norm sind, so wie man die kennen. Ob sie das ausleben oder nicht, das ist vielleicht eine andere Frage. Mir gerade an einem BDSM-Kontext, also wenn es in Kontext ist, wo Consent besteht, die besonders so, dass in Spielszenen hat, die vier Drohnen beschwatzt und negoziiert und sich dann auch über etwas einigt, aber wo dann auch du durch das dann definiert, dass man das vielleicht auch normalerweise das Vertrauen du hast, in der andere Person dann okay geht, das zu machen, ohne dass in dem Moment unbedingt Konsens gehen, obwohl da trotzdem an einem sicheren Kader bleibt, und obwohl natürlich andererweise gehen für eine 10 zu stoppen, falls es sollte zu viel gehen oder irgendwie mehr geht, wie ihn geplant hat. Mich fand, das geht auch noch ein gut Stück über die Modelle raus von so ein als ich kann ja oder so ein als ich kann nee. Was bestimmt cool ist, wenn den Neuleid trifft,
wo ich mich auch froh, wie realistisch das von den Personen ist, die ihr schon gut kennt, wo vielleicht eine bestimmte Routine besteht. Da ihr vielleicht ein bisschen guckt, okay, bist du gerade darüber Lust oder wie geht weiter? Ja, aber ich weiß nicht, wie realistisch das mit einer Person, mit der ich schon 10 Jahre zusammen ist, an 3 Monate im Sex wird, den ziemlich ähnlich ist, wenn du immer fragt, okay, an diesem sexuellen Skript, also normalerweise Oralverkehr, ja, das war die letzten 6 Jahre so, mich froh, aber lo, ist okay, wenn ich meine Zunge oder mein Mund auf den Genitalien lege, also, das kann ich natürlich machen, und ich meine, das ist auch cool, wenn ihr das möchtet, aber ich weiß auch nicht, ob das an alle Situationen so realistisch ist, für bei all kleinem Schritt darum in enthusiastische Jahr zu gehen. Ich meine, dass da doch Sachen sind, die am Voraus man negozieren kann und wahrscheinlich sollte. Ich schätze in den letzten 2 Jahren die meiste Erfahrung, die ich als grenzüberschreitend oder als ungut vorgeholt habe ich mit mehr langstehenden PartnerInnen gemacht. Ich merke das doch bei mir selber, dass wenn ich mit neuen Personen sehe, dass ich ultra vorsichtig bin. Und nach längerer Zeit bald schon automatisch aufhängende Ballbüsse zu droppen, ob Consent. An dem Sinn von, oder das die 100 letzte Kehren okay, für was sollte das kein nicht okay sein? Und dass ich mich doch selber erwischen, dass ich nicht so viel komfortabel mit der anderen Person gehen, an dem Sinn, dass ich für sie Annahmen holen. Und das, als man ein mehr für ein A geführt gehen, weil, also ich hatte vielleicht 2 Mal oder so am letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren, dass ich gesagt Erfahrungen gemacht habe, wo ich gesagt habe, für was hast du mich nicht nur Konsens gefragt? Und das waren niemand neue Personen mehr, das waren Personen, mit denen ich oft Sex hatte, wo auch einfach gut kein böse Willen drauf war, mir Idee von Skripts geschwart, mit das sind einfach auch so gewünschten Rafalt, und dass ihn das immer rum so aufliest und nur spielt. Wie gesagt, da habe ich auch ein paar Mal gesagt, wow, wo ist das hier gekommen? Das hat mir auch viel geholfen, für zu realisieren von, okay, es war gut kein böse Intent und ich schlafe die Risiko auch. Und gleichzeitig fand ich auch, wenn ihr darüber schätzt, da seht, hey, also Skript für Sex, das ist einfach für alle Eternität das da. Du musst mich nicht mehr freuen, da fand ich das mega okay. Und andererseits hat ich auch schon, wie gesagt, also ich habe das 100 K mit einer Person gemacht und dann war es ein Kehr nicht okay. Dann ist es natürlich scheiß, wenn die ein Kehr, das nicht okay ist dann die Kehr, wo ich nicht gefroht gouf und nicht Möglichkeit hat für ja oder nicht zu sagen. Obwohl das, wie gesagt, mit gar keinem bösen Intent geschieht ist. Die auch Kings wie Free Use, also freie Gebrauch, wo es dann 4 raus, das geht so ein bisschen an der Consensual Non-Consent Play, das heißt der konsensuelle, nicht konsensuellen Bereich, dass er am 4 raus sich Consent dafür gibt, für nicht nur Konsens zu fragen. Oder, ja, das hängt davon ein bisschen auf, also Sachen wie zum Beispiel Rape Play gehören da auch dazu, darüber diskutieren wir nicht, über die davon, mir das halt, dass er sich am 4 raus Consent gibt, für nicht nur Konsens zu fragen, auch mit Safe Words, und kann in jeder Zeit aus der Szene rauskommen. Und ich fand, dass du, das ist ja ganz am BDSM-Bereich, mir dass du aber auch außerhalb von BDSM gibt zum Beispiel den Traffic Light System, also das Straßenleuchtesystem, da sehen mit einem Partner, mit einer Partnerin der Körper am Anfang ein Kehr kartografiert und sieht, also rot ist zum Beispiel, du darfst, das wird einfach immer ein Nee sehen, zum Beispiel, ich will niemals in meinem Anus zugepackt gehen oder gefroht gehen, in meinem Anus zugepackt zu gehen oder nicht in meinem Face oder nicht in meinem Ohrlappischer oder was auch immer. Lagt man nicht an Nuss und das wird da rot und orange jetzt zum Beispiel, hey, du musst immer da noch frohen. Und grün ist zum Beispiel, hey, das sind die Plätze, wo du mich einfach aufpacken kannst. Zum Beispiel persönlich ist mein Rücken immer grün und meine Arme sind immer grün. Also Sachen. Und das fand ich zum Beispiel ein schönes Modell und das kann ich noch applizieren, wenn ich über gewisse Sexualpraktiken schwätzt, mit einer von meinen Partnerpersonen, mit der ich mal viel Zeit gelöst habe, immer angefangen Sex mit ihnen zu haben, aus vielen Gründen, wo mir ganz lange darüber geschwärzt und wo man halt als Körper kartografiert, mir auch als andere, und wo man so, hey, komm, wir gehen durch eine Lust von Sexualpraktiken, vielleicht auch Stellungen, können die eigentlich auch daran holen. Und dann haben wir gesagt, hey, das da sind nie, einfach ein Nee, niemals. Das da sind Sachen, du sind nicht vielleicht viel willst, das du vielleicht, will ich eigentlich ausprobieren, und das da sind Sachen, du weißt, dass ich sie gerne habe. Und wenn Partnerpersonen wissen, dass sie mich zum Beispiel nie müssen für Ageplay freuen und dass ich mich nicht gut gibt, um für dummer gefroht zu gehen. Und dass andere Sachen mehr im Bereich schon möglich sind. Und ich fand, das hat auch so einen schönen Blick darauf gehabt, dass Konsens nicht nur etwas ist, worüber ihn kurz vor Sex als so ein Kontrakt kann schwätzen von, mache mir das ja nicht, mir das hat eine durchgehende Konversation kann sein, die auch außerhalb von der Hitze vom Moment kann und auch oft soll
gefordert gehen, weil gerade wann ihn vielleicht ultra geil ob einer Person ist, ege Boundaries gibt mehr versetzen, wie wann ihn das an einem mehr regulierten Moment beschwätzt. Ich fand das Bild von dem Luchtesystem flott, weil für die auch vielleicht heinst du mal durch Rot. Meistens nicht express, oft weil er nicht wirklich oppasst oder gestresst ist. Das ist natürlich gefährlich, wenn ihn das am Auto mischt, dann das Risiko, ein Accident zu bauen, oder wenn ihn erwischt wird, dann muss ich ein Protokoll bezahlen, dann sind 2 Punkte vom Führerschein fort. An der Beziehung kann ihn an Schweizerlo spezifisch für Beziehungen, weil ich meine mit Personen, die ihn nicht oder nicht gut kennen, das ist keine andere Sache mehr. Beziehungen hat den auch einen gewissen Beziehungskredit, der darüber rauf kann gehen, je nachdem, wie gut ihr gerade ist, wie viel ihr gerade gestritten wird, wie gut ihr sich eins geht und so weiter. Und ich denke noch, dass der Beziehungskredit kann raufgehen, wenn ihr über seine Grenze geht. Das ist nicht, dass das unbedingt dann von der Welt ist. Das hängt vielleicht auch davon auf, was geschieht ist, wer eine Grenze war. Aber auch wenn ihr ein Kehr ausrutscht und etwas mischt, das nicht okay war oder wo ihr nicht den Konsens kriegt, denke ich, ist es wichtig, da nur irgendwie zu gucken, das zu reparieren oder darüber zu schwätzen oder zu gucken, wie ihr da noch kann, irgendwie aber weitermachen, wenn ihr das fehlt. Ja, gleichzeitig kann es für allem für die von uns, die vielleicht gerade extensiven Trauma von sexueller Gewalt tun, mega challenging sind für die guten Intentionen und für die Fehler als Fehler anzuerkennen, wenn Gehirn einfach an der Panikmode von oh mein Gott, das war Gewalt und ich sehe man in dem Moment zurück, weil das wie blessiert Gehirn funktionieren und kann es mega schwer sein, für zu differenzieren zwischen die Person wollte mir weh tun und hat mich violated und die Person hat mich best anterieren am Sinn und hat einen Fehler gemacht. Und ich noch an dem letzten halben Jahr, mich hielt man das aneinander gesagt, wenn es Fälle in meinem Freundeskreis. Und du hast immer ganz viele Leute, und auch durch Survival Support und auch mit Perpetrator Work. Und du sind immer ganz viele Leute auf mich zugekommen, ganz viele Freunde, die sagten, ja, mir ist das geschieht an dem Sinn von, ich bin einer Person mega viel Schutz zugefügt, ohne je zu wollen, mit meinen besten Intentionen. Und gouf dann auch von Menschen, die blessiert Cap hatten, als Perpetrator, als ein Täter, geholt. Und das hat mir mega dann abgemacht, wie häufig das am Anfang ist, dass Leute Fehler machen, aber wie häufig es auch ist, dass die Leute, die die Schuld davon zurücktragen, davon mega getriggert gehen. Und dass das ultra schwer kann sein, für das zu glätten. Und ich schwätze nur aus eigener Erfahrung, an dem Sinn von, ich habe mich auch schon mega violiert gefühlt von Leuten, die man nie wollte weh tun. Und es hat mich ultra viel Therapie gekostet, für das irgendwie mit denen zu verbannen, dass beide Sachen können wahr sein, von du hast mir weh getan und du wolltest das nie. Und für dann noch können die Tools zu kriegen von, okay, was brauche ich, für darüber schwatzen zu können, und für das ein Beziehung, also eine zwischenmenschliche Beziehung nicht darum zerbricht. Und ich fand mangen das kein Konsensmodell davon beschützt, weil Konsensmodelle auch nicht dafür accounten, dass du eventuell an einer Position bist, an der du nicht weißt, dass du nicht konsenten kannst. Mir wo Leute einfach getriggert gehen, ohne jetzt so gut zu merken, und dann an all Mustern an den Autopilot fallen, einfach ja an Arme soen. Und sogar wenn die andere Person alles mischt, für den Spaß zu losen von hey, du kannst ja so und du kannst nie so und ich checken mit da in, kann es trotzdem noch immer sehen, dass eine Person ein Jaget, die sie nie wollte gehen. Und dadurch viel Schutz ungerichtet kann gehen. Das fand ich auch eine Diskussion, die mega interessant ist, weil kein von den Konsensmodellen am Anfang dafür account. Und ich fand, dass du auch die Responsabilität von der anderen Person bei einem gewissen Punkt auch abhält. Und ich mir persönlich Chemie die froh müssen aufhängen zu stellen von, wenn ich sollte ich am Anfang Sex haben, aber wenn ich nicht. Der ist schon am Anfang viel zu lang nicht gestaltet haben. Ich meine, den größten Teil von Traumatherapie und Trauma-informed Praxisen ist ja auch zu gucken, wie kann ich mit dem Trauma bewusst gehen, wie kann ich es verschaffen, auf jeden Fall, wie kann ich eine Verbindung zum Körper aufbauen und ein Bewusstsein zum Körper aufbauen, für Sachen zu spüren, für sich selber können zu spüren. Anschwingend, solange die Arbeit nicht irgendwie gemacht ist,
also vielleicht auch nicht immer einfach freie Konsens können zu gehen und das aber auch nicht unbedingt immer einfach zu wissen, dass die Erbe nicht gemacht ist, also für die Person, die den Trauma erlebt hat, mir vielleicht auch für all die anderen Personen, die Person trifft, weil ihn das ja nicht unbedingt direkt evaluiert, dann das vielleicht schon auch nicht unbedingt ab, was den direkt dealt oder delen will. Ja. Mehr in der Hinsicht wäre es schon spannend, den Trauma-Informed Konsensmodell aufzustellen. Gerade weil ich fand, dass als sie dann noch an einen gewissen Konflikt mit dem, was man für Drogen so tun, das Konsensmodell soll Raum lassen für Ambivalenz und für Sachen wie, ist man nicht sicher, ich weiß es nicht. Und gleichzeitig riskiert das zumindest für einen Konflikt zu kommen mit allem, was Trauma und Trauma-informed ist. Weil für was sieht eine Person, ist man nicht sicher. Das können doch einfach 100.000 Gründe sein, von denen Wunsch echt in die Richtung gehen von, wir sollten vielleicht lieber nicht. Und andere in die Richtung gehen von, wir können das halt sicher gestalten für die Mir lo viel über Konsens an persönliche Erfahrungen teilweise noch wie mir Konsens verstehen oder verstehen könnte geschwart. Look im Modell, den an der letzten Jahre viel physisch zu hören gelost wird, ich meine, wo wir auch im Podcast schon paar Mal davon geschwart tun. Und zwar das Fries-Modell, mit dem das auch nicht irgendwie sind Kritik. Also Fries, also ein Akronym, das heißt, all Buchstaben steht für etwas. Den F steht für freely given, das heißt frei gehen, das heißt, dass keine Überzeugung, kein Bedrängen da war. Den R steht für reversible, das heißt, dass noch jede Zeit seine Meinung kann ändern und zurückholen oder andere kann. Den I steht für informed, das heißt, dass auch weiß, worauf sich alles und am vollen Besitz für seine geistige Kraft ist. Und den E steht für enthusiastic, das heißt enthusiastisch, das heißt nicht ein vielleicht, okay, alle hübs, mehr ein hell ja. Und den S steht für specific, das heißt, dass ihr nicht ja seht und dann also der Ja für alles, mehr dass ihr zu bestimmten Sachen ja seht und den Ja dann noch just für die gilt. Was sind dann als Kritiken im Fries-Modell? Oder auch als Yes vom Fries-Modell? Also ich fand ein EJ als das dann aber schon ziemlich spezifisch ist. Und ich fand das immer flott, weil dann kann ich auch mehr Daten dazu sammeln, mehr Recherche machen und so weiter. Und ich fand das ein cooles Akronym. Und als Menschen ist das Mensch einfach wichtig, dass man irgendwie Anhaltspunkte haben, die greifbar sind. Es gibt Konsensmodelle, die so kompliziert sind. Ich meine, von denen du nicht pro Jahr Uni gemacht hast und sich richtig tief durchgelesen wird, da viel damit beschäftigt wird. Also Menschen können so einfach die richtig zu verstehen und umzusetzen. Und das Fries-Modell ist nicht so einfach umzusetzen, wie ich kann das erklären. Ja, aber wie gesagt, das ist einfach catchy. Also ich gehe da rasch mit allem, was du sagst, Eli. Aber gleichzeitig fand ich schon, lässt nicht viel Raum für die Ambivalenz. Und zum Beispiel fehlt mir großen Dingen dran, dass Konsens sober muss sein, also nüchtern. Oder zumindest das, was mega voll aus Böff, dann dumm gelaufen. Mir das zum Beispiel, wenn eine Person nicht das und die andere nicht, dass das Konsens ausschließt. Schwangen jeno Interpretation können den informed so interpretieren. Mir das fehlt mir jemand an dem Modell. Und zweitens habe ich ein großes Problem mit dem Enthusiastik, weil ich schon immens patronizing empfangen. An dem Sinn, dass gerade auch als eine Person, die sich als Ace, also asexuell identifiziert, mir geschieht Seelen, dass ich Leute gesehen und ich sehe sogar, ich muss optisch sprangen, ich will optisch sprangen. Gerade auch wenn man zum Beispiel mit Emily Nagoski seine Modelle schaffe von Responsive Desire, das heißt ein Desire, den echt eine Antwort ist, ein Reziprok ist, ob einen anderen Input zum Beispiel, dann fand ich, kommt man schon in eine Area, wo den Enthusiastik schon ein bisschen schwierig ist. Und schon gehen 100.000 Gründe für Sex zu haben. Und fuck ja, Sex mit dir ist das einzige und alles, was ich will, und mein ganzer Körper verlangt nur dir, fand ich schwierig. Ich schon oft Reaktionen von, okay, für was nicht, wenn ich Sex mit Leuten tun, weil ich auch einfach den Besoin und die Lust nur Sex nicht wirklich verspüren und ich einfach aus anderen Gründen Sex mit Leuten tun, weil ich ihnen nur will sehen, weil ich Lust auf eine Experience habe, etc. Und gleichzeitig lese ich halt auch nicht den Raum für, hey, ich bin mir nicht sicher oder ich will das vielleicht ausprobieren, aber ich habe ein bisschen Angst, ich bin ein bisschen nervös und bin mir ein bisschen unsicher. Und das fand ich schön beim Fries-Modell. Ja, und das können ja dann auch sich all die Personen ausschließen, die am Allgemeinen vielleicht nicht so enthusiastisch sind. Ja. Durch eine Depression zum Beispiel oder Burnout oder einfach introvertiert sind oder aus einer Kultur kommen, wo Enthusiasmus nicht gewertschätzt wird und das zwar vielleicht nicht
hecht, dat ze ke Sex wollen hunn an dat ze auch vielleicht ihre Konsens könne frei gehen me net unbedingt direkt op die andere Person sprangen oder am allgemengen Herzsinn runscheizen. Damelina Goski huet jedoch wat fir mech mega halle freischwaden ënnerschied gematischen enthusiastic consent a willing consent an enthusiastiger Staat wat maloscher Beschwarzung mat schmusele unbedingt mat de Sex as platzennech. Bei willing consent kann en zum Beispiel fir eng Person Karen me grad an dem Moment net unbedingt mega starken Desire fir se fielen, wat ich aber auch noch andere kann. An da das och van den mengt das Näsoen hecht, da sind es verpasst, ob da den aber am Fong kennt locht tun an da engem am Fong aber ganz gut gefalle kennt. An du erwart den am Fong, dass den Desire dann ufängt oder mat kennt, wenn du dems ja gesot huet. Salvig interessant von Jean den zweiten Deel vom Nagoski-Sänger Konsensmodell, der sich nicht mehr mit willing und enthusiastic beschäftigt, also mit etwas, was ganz klar ja ist, aber auch mit unwilling und coerced, also wenn ich nicht will oder wenn ich forciert ist. Schon du hast Lin hast du ein bisschen mehr fein, aber am Anfang auch den Unterschied zwischen bin ich bedroht, wenn ich nie so mit wirklich negative Konsequenzen, das wir coerced, und unwilling habe ich immer mehr als so das intrinsisch oder das den anterior verstanden von so, oh, ich will nicht, dass die andere Person so schlecht fühlt, weil ich sie rejected habe. Oder ich will am Anfang nicht, mit der anderen Person hat aber gerne gefallen von mir, also meine Seele Frau. Wo man halt auch die Linie haben von, an der Diskussion fand ich auch interessant für Nuancen, nicht immer an dem Bereich vom Yes, mir im Bereich, die sich echt an den Nähe lehnt oder ganz klar an den Nähe lehnt, von, ja, 100.000 verschiedene Gründe für Nähe zu suchen, an auch 100.000 verschiedene Nuancen von dem Nee. So an allem, was du dann vielleicht aus. Ich fand dann aber auch noch wichtig zu unterstreichen, dass Damelina Goski den unwilling und coerced consent just am Numm als Consent gemengt hat, nicht das wirklich Consent gouf. Das kann ja auch sehr Richtung Powerdynamiken gehen, wo ich vielleicht gefühlt wird, dass ich nicht wirklich das Schwur hat, für nie zu suchen oder wo ich sich ganz, ganz stark unter Druck gespürt fühle, für ja zu so, weil die Negativkonsequenzen so einfach zu groß wären. Ich meine, das ist ein bisschen das, was dir 2-4 Drohnen gesucht wird, was vielleicht am Kapitalismus geschieht, an einem System, wo man zwar Schwuren treffen können, aber nicht komplett frei sind und wir mussten entschieden so oder gucken, wie Schwuren und welche Konsequenzen und wie kann ich das navigieren. Was nicht heißt, dass ich soll mit seinem Chef schlafen, wann der Chef das will. Neben den Modellen, die man schon beschwatzen, geht es auch noch in anderen, an den heißt The Real of Consent, die von der Dr. Betty Martin erfunden, die 30 Jahre als professionelle Bodyworkerin geschafft wird. Bodywork als eine Alternativmedizin, die mit Berehrung, mit Atmen und mit Energie schafft. Und hier sind am Anfang an ihrer beruflichen Erfahrung 3 Sachen aufgefallen. Erstens, dass die meisten Leute schwer fanden zu kommunizieren, welche Art von Berehrung sie wollen. Und zweitens, dass viele Leute am Moment nicht wissen, welche Berehrung sie wollen. Und drittens, dass viele Leute schwer fanden, Stopp oder nicht zu sagen, wenn ihnen eine Berehrung nicht gefällt. Und darauf hin hat sie dann ein neues Modell entwickelt. Das Modell ist ein bisschen zu kompliziert, leider für heute zu erklären. Mir guckt dich aber gerne selber an. Allerdings geht es darum, für sich selber besser kennenzulernen und auch für Dynamiken aus seinen Beziehungen besser zu verstehen und so mehr informiert Entscheidungen zu Konsens machen zu können. Und wir setzen euch einen Link zu dem Modell auch an Shownotes, für das ihr den sehr einfach rumfinden. Merci für deine Erklärungen, alle. Ich fand das Modell mega spannend, weil es viel auf die Interaktionen und Transaktionen zwischen den Menschen angeht und ich vielleicht noch ein Bewusstsein kriegt zu, was alles dazu beiträgt, wie ihr dazu könnt, Konsens zu gehen oder nicht zu gehen. Ich fand auch das ziemlich kompliziert und brauche eben halt schon das visuell an eine Erklärung für richtig zu verstehen. Vielleicht ist es da doch einfach mein Gehirn, was Schwierigkeiten du mal da hat, und so zu assimilieren, was schwer ist, weil ich fand das ein Modell, den ganz, ganz viele Sachen gut erklären kann und auch viel wichtige Punkte beinhaltet. Ich meine, muss ich schon sich ziemlich bewusst sein, was die möchte, für was die nicht möchte, auf wen die nicht möchte, auf wen die nicht möchte. Was vielleicht auch schon ein bisschen Körperarbeit voraussetzt, wenn ihn die Arbeitsspieß gemacht hat, meine ich, das ist ein wirklich cooles Modell und noch, ob es den dann am Alltag auch
auf verschiedene Situationen wirklich gut anwenden kann. Schon noch ein bisschen kompliziert von für den Durchblick zu kriegen, noch lang gedauert. Ich denke, das ist definitiv in von den Modellen, wo du für Drusus, dass ich für dich mal auf die Uni gehen muss, für den zu verstehen. Ja, ich bin aber ganz d'accord, dass es aber immens nützlich kann sein. Ja, wir haben viel über verschiedene Modelle von Konsens geschwart und kritisiert und evaluiert und immer oben ankommen, alle an Idee. Wie soll denn da Konsens handhaben? Ich fand das ein groß froh, weil sie so viel verschiedene Sachen gewonnen hast, wie man geleiert tun. Wenn ich etwas dazu misst, so oder 2 Sachen, da wäre probier so gut wie es geht, an dich ranzufüllen, an zu spüren, ob das, was gerade proposiert wird, sich gut oder richtig ausspielt oder spannend oder interessant ausspielt oder ob dein Mo sich gerade umdreht an den Muskeln sich ausspannen und du merkst, dass dein Herz so fängt viel zu sehr zu klappen und dann dass du sich gar keine Lust darüber hast. Und dann ist es auch wichtig, nie zu sagen. Und auf der anderen Seite ist es enorm wichtig, richtig nur zu lauschen und richtig probieren, sich bewusst zu sein und zu verstehen, wo die andere Person oder Personen gerade drin ist und wie es hier oder hin geht, für auch so gut wie möglich nicht über Rot zu fahren. Ich fand immens wichtig, sich der enormen Responsabilität bewusst zu sein, die du hast, weil du mit immens vielem vertraut an die andere Person, begeht sich am Anfang an eine Position, oder die anderen Personen begeht sich am Anfang an eine Position, die für viele Leute ganz vulnerabel ist, und dass sie sich das bewusst soll sein und ansprechend handeln soll. Ja, und ich gebe es wichtig, für da dabei zu setzen, dass steigen die Responsabilität auf die 2 Seiten geht, dass beide Personen Responsabilität tun für die andere Person, hier Boundaries, so gut es geht, kennenzulernen und zu respektieren. Und auf der anderen Seite auch die Responsabilität für sich mit sich selber auseinanderzusetzen und auch seine eigenen Boundaries zu kennen. Und mein anderen Tipp wäre einfach kommunizieren mit seinen PartnerInnen oder mit, egal ob das SexualpartnerInnen oder LebenspartnerInnen oder was auch immer sind, zu schwatzen und sich vielleicht hinzusetzen und über die Konsensmodelle zu gucken. Und wir haben diskutiert, dass viele von denen hier Existenzberechtigung haben und hier Shortcomings und zu diskutieren, hey, enthusiastisch, was heißt das für dich? Weißt du das? Heißt das, dass dein Konsens reduziert das oder deine Ability für Konsens zu reduzieren das? Und ich gebe doch mega wichtig von für drüber zu schwatzen, was geschieht, wenn ein KI überrot wird, aus Versehen. Weil er nicht mal Zeit bremsen konnte oder die Luft nicht gesehen hat oder aus Versehen überrot wird. Und sich zusammenzusetzen und zu sagen, hey, was brauchst du von mir an dem Moment selber, mir was brauchst du auch du noch und wie sollen wir damit umgehen? Weil, wenn die Last meint von meinen Erfahrungen, dass meinen bekannten Kreis etwas gelernt haben, dann definitiv das. Und noch die Konversation selber gehabt. Und nicht immer einfach, ich meine, das war ganz wichtig. Das heißt, bist du so eine Bewusstheit an Konsenskultur aufbauen, aufpflegen? Ja, eine Konsenskultur aufbauen, die beidseitig oder jitwerseitig Responsabilität zentriert ist, und gleichzeitig auch konsideriert, dass Konsens ein Skill an eine Praxis wie all andere ist, bei der nicht mehr Fehler geschehen können, aber bei der Fehler geschehen werden. Und wie ein dummer doch umgehen kann, wenn ihn natürlich weiß und noch das Vertrauen hat, dass er der Fehler war und nicht bösartig oder mutwillig. Aber ich meine, dann wäre mir alle bei einem an kommen und dann hören wir uns in 2 Wochen und wir so ein Adi. Ciao. Adi. Ein gut froh. Gut gefrot. Ein gut froh. Wat ass autosexuell? Stehst du op Autoen? Du figet bestimmt in Num, mir darum gehtet an dieser Rubrik net. Außer du bist ein Auto. Autosexuell bezieht sich auf Personen, die auf sich selber stehen. Oder sind autosexuell, wenn er für sich selber ugezogen ist oder sich selber mehr attraktiv wie andere Personen findet. Oder ist eine Form von sexueller Orientierung, genau wie hetero oder homosexuell. Just, dass ich kann autosexuell sein und aber auch auf andere Personen stehen.
ist Synonym von autosexuell am Englischen als self-sexual. Das ist für allem von sich selber angezogen. Das bezieht sich sowohl auf visuelle Stimulation, also auf Ausgesehen, wie auf manuell oder taktil Stimulation, also auf Dupaken und Fühlen. Personen, die autosexuell sind, fanden sich selber am Spiegel oder auf Film sexy und sie stehen auch drauf, sich selber anzupacken, zu himmeln oder zu masturbieren. Auch der Gedanken oder die Fantasie darunter kann Honig machen. Wobei viele Leute auf Berührungen für sich selber reagieren, also für autosexuelle Personen primär Anziehung. Das ist mehr sexy wie die Gedanken oder den Akt von einer anderen Person angepackt zu gehen oder gesinnt zu gehen. Leider gibt es just ganz wenig Recherche heute so, und es ist nicht klar, wie die Prävalenz ist, also wie viel Prozent von der Gesellschaft sich als autosexuell identifizieren gingen. Oft wird Autosexualität als Teil von der Asexualität gezählt, an dass autosexuelle Personen asexuellen Spektrum leiden, also wenig oder gar keine sexuelle Anziehung spüren. Das ist nicht ganz richtig, weil eine Anziehung zu sich selber eine valide Form von sexueller Anziehung ist. Autosexuellen Spektrum zu sehen, heißt nicht, dass ihn nicht an einer Beziehung interessiert ist. Es kann ihn autosexuell sein, an eine romantisch, sexuell oder emotionale Bindung zu anderen sichern. Autosexualität ist nicht unbedingt, dass sie nicht von anderen Personen angezogen ist und es ausleben will. Es gibt zum Beispiel Personen, die polyamorös sind und sowohl mit sich wie auch mit anderen in einer Beziehung sind und ihre Sexualität so ausleben. Autosexualität hat auch nichts mit Narzissmus zu tun, also damit, sich selber über andere zu stellen. Mehr eine sichere und starke Bindung zu sich selber kann einem helfen, mehr offen und mehr tiefe Bindungen mit anderen aufzubauen. Das nicht, weil ihn auf sich selber Lust tut, dass dadurch die Falle an der Respekt, den ein anderer gegenüber raufgeht. Es kann sein, dass eine Partnerperson Autosexualität als Risiko gesät und schon losgeht. Durch klare Kommunikation über Erwartungen und Bedürfnisse kann ihn das aber hoffentlich überkommen. Es kann zum Beispiel okay und gesund sein, an einer romantischen Beziehung eine Sexualität zu zweit zu haben, mir auch eine Sexualität allein zu haben, anhand du allein zu masturbieren und sich Zeit für sich zu holen. Solo-Sex kann helfen, sich und seinen Körper besser kennenzulernen und seine eigene Sexualität ohne Druck zu erkunden. Jederin ist anders und jederin lebt seine Sexualität anders aus. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du autosexuell bist, können das Frauen vielleicht helfen. Von wem fühlst du dich sexuell angezogen? Was tönt dich an? Masturbierst du, indem du an dich oder an andere denkst? Wie sehen deine Fantasien aus? Ist deine sexuelle Satisfaktion mehr hoch, wenn du allein sexuell bist? Und sind deine Orgasmen dann mehr intensiv? Hast du Lust, da beim Masturbieren am Spiegel nur zu gucken und tönt das dich an? Falls dann verten, ob die Frauen sich für allem ob dich selber beziehen, bist du vielleicht autosexuell. Für Personen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben und für die es schwer ist, anderen zu vertrauen, kann Autosexualität eine Art und Weise sein, eine Sexualität zu haben, die sich mehr sicher anfühlt, aber wo selber eine Kontrolle ist. So kann ihn ohne Druck an seinem eigenen Rhythmus sexuell und intim sein. Wobei Autosexualität ziemlich unbekannt und tabuisiert ist, gibt es Online-Communitäten, wo er sich austauschen kann. Es gibt sogar in Autosexualität Pride-Fandel und Personen am Gruppe identifizieren sich oft als Teil von der LGBTIQ+-Communität. Wie auch sonst ist alle Person einzigartig an einem Sing Sexualität verändert sich mit der Zeit. Aber egal wie, falls du dich selber geil findest, ist das okay
an das auch nicht falsch mit dir. Wennst du mehr ob dich selber stehst, wie ob andere, genießt an probiert mit Stolz auszuleben. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Frohe gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freue ich immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministerium für Education, Kinder und Jugend und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, die Jugendsendungen Radio ARA. Das Ministerium für Education, Kinder und Jugend und Graffiti gehen all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf. Komm mal kritisieren, der nach Yes, das nicht mehr geht. please. Setz vor dein Lied vor.